Goedemorgen alle. Mijn naam is Jacob Cornelsen. Mijn vriend dat je een levenslasser zijn van deze morgens. Hier zijn een paar dingen wat je kan doen voor deze service aanvangen. Want je had kinderen metgebracht, die kan je naar de kinderkerk brengen. Van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De 6-jarige tot 12-jarige kinderen, die hebben een tijd waar ze voor God aanbeden en gezang. Ze hebben een tijd waar ze geven kan. En ook een boodschap hier op de weg wat ze kunnen verstaan. We hebben het op zo'n weg gemerkt dat het interessant is en dat het zeker is voor jullie kinderen. Wanneer je meer informatie wilt van jou dat je vrouwen hebt, je kan naar een informationsdash gaan, daar zijn some mensen die kan je doorhelpen. We hebben nog een paar minuten bij de service aanvangen. Je kan naar de Hebrews Café gaan, je kunt drinken, holen, koffie en thee. Die zijn voor vrij. En dan komt in de kerk aan, dan willen we God aanvangen te loven en te prijzen en gezang. En dan nadem, dan wordt een van onze pastors gezegd, hij wordt een goede, klare, praktische boodschap hebben voor jullie verteld. En nadem wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. We zijn dus zo schaftig dat je een levenswasser zijn van jou en we wensen je dus een goede Samaris. Guten Morgen, Kerk. Welkom hier. Ik wil je weer opstaan. We hebben God aanbeden en gezang. Wanneer ik nog bloos den kom sei, sitzt du op den See. Wann word ik sais in Borg, sitzt du den Borg bewegt. In wann ik durch den Schotten, dine Läuf am Jeft mich. Du hast nichts zu fürchten, sag als ich bei dir. In meine Kampf weg op ik nein, ik heb meine heen, oh Gott, de komt je hier til die, oh meine Angst leih ik voor die hand, ik zing durch die Nacht, oh Gott, de komt je hier til die. In wann du für mich bist, wer kann gegen mich stehen? In Jesus, du hast nicht allmählich verdient. Von alles hab ich dir nicht Wort, sitzt du doch Gott.
durch das Opfer. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dagst in den Schott, wenn's jeder kommt. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Oh, mach ihr Teufel durch das Opfer. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dagst in den Schott, wenn's jeder kommt. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Oh, mach ihr Teufel durch das Opfer. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dagst in den Schott, wenn's jeder kommt. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Immer ne Kampf, back up at night. Heb mine heng, oh Gott. Det komt je jetzt zo diep, oh mine angst. Laai ik voor die hand, ik zing durch die Nacht, oh Gott. Det komt je jetzt zo diep, oh Gott. Det komt je jetzt zo diep.
Ik dachte we nog voor, aber du hast niemals versagt. Klein ohne Ändernis, ik weet ik komst je denn du hast noch niemals versagt. Dein Versprechen bleib stumm, har du besser immer true. Ik zie en dine heen, dat mine geloten het, du hast niemals versagt. Ik weet dein nachverjet, ik weet waar du helst mijn woord wordt in pres nog WADASTO. Reizest du bisschen hol me in diene Lord. Mijn woord wordt in pres nog WADASTO. Spreken blijf schoon, har du besser immer true. Ik zie en dine heen, dat mine geloten het, du versagst niemals. Die Versprechen bleib schon, har du besser immer true. Ik zie en dine heen, dat mine geloten het, du hast niemals versagt. Du bewegst den Boy en har ek glad. Du var stånd nu bara død. Du luk så i mar, og ikke i mar en har ek glad. Du var stånd nu bara død. Har je sånn. Du bewegst den Boy en har ek glad. Du var stånd nu bara død. Du luk så i mar, og ikke i mar en har ek glad. Du var stånd nu bara død. Har je sånn. Du bewegst den Boy en har ek glad. Du var stånd nu bara død. Du luk så i mar, og ikke i mar en har ek glad. Du var stånd nu bara død. Du var stånd nu bara Din Versprechen bleib stånd, har du besser immer true. Ik zie
sie an dine heen, dat mine geloten het, du versagst niemand. Die versterken bleef staan, maar die was helemaal terug, helemaal terug. Heb sie an dine heen, dat mine geloten het, du hast niemand versagt. Gott dank schijn für die Friede, wat er allemaal ons is. Die Friede, wat du ons gegeven hast. Die Friede is grata, wat bij ons tjane verstaan. Die Friede is meer, als wat bij ons tjane verstaan. Die Friede is duiper, was wat bij ons tjane verstaan. Du bist hier, deine Friede ist hier. Dat geschenk neem wir nu aan. Beseien Wunder, wo du die Welt in deine Allmacht wirst. Ich sei dir stets, ich kehr und lüre rammeln, die ganze Schöpfung redet von deiner Kraft. Dann singt mein Hort, Am dem Krieg, kon dort nicht verstehen. Dort war Ries, ganz wirklich wird lieben, eu bleiben stark, Termine sind betont. Dann singt mein Hort, mein Vater Gott, nur dir, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein Vater Gott, nur dir, wo groß bist du. Trompeten schollen, nennt min och hus, vad frö min hart vad säger.
Gott, und wir loben dich hier von ab bis hier, und wir singen bis von Hort zu dir und sagen, wie du bist uns Vater, wir sind dir so gut, und von der loben wir dir und preisen die himmlische Vater. Alle ihr jetzt noch die, wir beten es in Jesu Namen. Wir haben Gott uns eine Hand geben. Thank you, Jesus. Je kan je tool zaten. Mijn vrienden dat je een levenswasser zijn. Welkom alle hier. Dankzij voor een levenswasser zijn van jou. En meer ook dat je hier bent, die har je wilt hier in deze kerk te zijn. En dankzij voor uitkomen met ons topes God loven, aanprijzen, aanbeden. En we worden hier best een goede tijd hebben. En zo ik wel juntjes moed merken, wanneer wem kan wat niet naar de kerk voort. En vielleicht nicht eine Stadt haben, wo sie haben vor am Sonntag zu Maris, lad er an. Lad er an, sag, kommt hier mit uns, kommt nach Lebenswasser. Wenn eine Familie ist mit Kindern, noch besser, wir haben eine gute Kinderkirche, was immer das ist, wer immer junge Freunde sind, lad er an. Und sagt ihm, dass ich kann auch Part sein von diesen Familien, bis Gott anbeten. Und ich freue mich für all die, die online sind, all die, die uns kicken von weit auf. Dankeschön für mit uns top sein. Und mir ist es gut, dass die von weit auf uns kicken dürfen. Und Gott ist sehr mitgefühlt von der, wenn ihr uns kicken down. Ich sehe dir schon, dass mir das scheint, wenn das windig ist. Hier ist es sehr windig. Für die, die uns kicken von weit auf, jetzt hier vielleicht 30 Kilometer die Stunde Wind oder vielleicht noch mehr als dort. Und mir das scheint, wenn es sagt abwas, das fällt sich so, das trifft sich immer so, dass wenn wir sollen gehen Feibe sein oder Schrauden oder Haxel oder was immer, dort nach einer Schobelstraße eben tun, eben schmieden, das fällt sich immer so, dass den Tag wieder windig und das Stoff einmal kriegt eben ans Ewa. Und von der ersten Tag, ja, mir das scheint, wenn ich sie nicht mehr so viel beten, und dann, wenn es windig ist, dann kicke ich bitte, bis wir das püst. Aber für die, die die Bitte schaffen, dann, das Geld wird am Sonntag getroffen, dann kann ich auch von der Bahn Seiten. So, anyway, das ist gut, dass wir hier gerne von der Top sein und Schüling sein und bloß Gott loben und preisen hier von der. Mir hat Mrs. Anna Riesen not kriegen, wirst du not kommen? Wer wir ein bisschen eine Hand geben, dass sie not kommen? Welcome here. So, was wir wollen tun, ist ein Clip von Anna Riesen, Buch reden. Anna Riesen hat ein Buch, sie hat ein Buch geschrieben. Und das über die letzten paar Jahre hat sie da auch mit geschafft. Das Buch, das nennt sie seelische Heilung. Und sie will hier in der Kirche das Buch brücken, hier so Klassen geben. Und aber, wenn wir reden von seelischer Heilung, dann gehen unsere Flaggen beten nachher, dann haben wir Angst, da wollen wir nicht hinkommen, wenn wir glauben, vielleicht dort ist eine Counseling. Und hier wird uns zwar ganz ausgefragt, und ich sehe noch nicht recht, um alles sein. Und das, wo wir manchmal ein bisschen von Angst haben, aber wirklich, das ist ein ganz anderes Ding. DIENE Buch, das du dort hast, aufgestellt, diese Klassen, das ist in eine ganze Gruppe dort. Und das ist da, wo wir ein bisschen lernen, wo wir frei waren, dass wir denken, dass wir feilen, frei waren von unserer Feiling, was wir haben, bedreckte Feiling. So, vertell mir, wo du bist gekommen auf das Buch und mit, was wir planen, wieder mit dort zu tun. Ja, Dankeschön. Und ich denke, will ich erst gleich ein großes Dankeschön aufzugeben an jeder einer, wer mir all geholfen hat mit dem. Ich konnte gar nicht allein alle. Und ich besonders finde es klar, dass die mir die Gelegenheit geben, das hier näher zu bringen. Und für das ganze Team, das mir auf eine Weise oder andere Weise all geholfen hat. Und besonders für Gebete. Ich weiß, meine Familie, die hat viel Gebet für mich und Dankeschön für die Unterstützung. Als ich abwasser deed, ik ging ook een zwart leven daar. En over dat tijd wat ik is, niet zo alle wie, wat ik dat is moet klaar krijgen deed van God, dat du hast eine Heilung für uns dort. Du hast eine Heilung für die Wunden, die wir kriegen im Leben. Psalm 34, Vers 18, Vers 20 sagt es dort. De gerechte schrien uit en de Haar hield en helpt aan uit al ihre nood. De Haar is al die nu aan den gebrekkende hart han en helpt die den bedreckten jes hand. De gerechte moet veel lijden, aber de Haar helpt aan uit al moed. Diese Vers sind so viel wert für mich, wenn ich weiß, du als Heilung. Gott schickt den Prophet Samuel nur ein Führer mit mehreren Sehens und er sagt, die Familie, du willst einen König haben, ein König soll gesalbt werden. Und so Samuel, der kriegt immer nur die große, starke Jungs und Gott sagt mit uns zu ihm, ich will nicht ein von euch, ich krieg nicht hart. Wir sind
Menschen, wie kicken selig von Büten, wie von Büten lautet immer so, uns ja alle schein, wir sind alle mutig und so weiter. Aber wie kann uns üterlich sagen, verstehen oder hört, dort schriftfertig, dort ruht. Und Gott ist am zu tun, das hört. Und dort mögt er mir mal klar, wo besorgt er am jeder hört ist. Und dort hat jeder hört heulen will. Und so, some Jahren 3, ich weiß nicht, ich krieg, wie viele Jahre kriegt sein, aber sag doch mal, wenn die Jahren 3, dann hat wir hier mal eine Früh von der Stadt, was hier reden deit, zu uns ist Frühes. Und sie lädt mich ab in Bett über mich. Und dann sagt sie zu mir, Gott will haben, dass dieses Menschen muss sein, dass heute sein wird. Und wenn ich das dann noch nicht gut verstehen kann, was Gott meint, aber er fängt das an aufzudaten zu mir. Gott kickt nicht hart. So, wenn Gott einen Mensch kickt, er sieht die Weide, was er am Hart ist. Er sieht, wo die Fuß und gebunden sind, dass wir eine Botschaft wollen hören von Angst und so weiter. Das ist, was Gott sieht, wenn er einen Mensch kickt. Und so, er will han Axel auch. So, wie wir das, wenn ich meine Brille absaten, und dann, wenn ich einen Menschen kicken, ich sage, Twen, die braucht ein Herz. Ich sage nicht mal, der Mensch, was ein Alkoholik ist, oder was das erjant hat. Ich sage, was er hört, wie. Und mir braucht das mein Hart. Und so, ich habe ein Verlangen, einmal was zu geben, in der selben Zeit ging ich dort durch, wo ich die Heilung durchgehen dort, was Gott für mich hat. Und so, manchmal im Leben würde ich mich mit der Geschichte von Josef vergleichen. Josef, der hat einen Traum, als er noch mal ganz klein wie was Gott am Geben dort. Und Luthers, er spielt 30 Jahre, also dann hat der Traum eine Erfahrung, wo Gott anbrücken, der seine Familie feuden. Und so, als ich 9 Jahre wie hatte ich auch einen Traum. Und das Traum, du hast Jesus bei uns als Familie, und ich komme mit einmal am Hofraum, bieten und wir besäumen uns den Hof. Und dann frage ich da, wirst du mich gleich in irgendwas zu fragen? Ich sage, ja. Wo wird die Welt lauten unklar? Und das kam von den 9 Jahren schon hart. Nu wil ik hem vielleicht wat anders fragen, aber dann wisst er mich. Dann wisst er mich, weil die Welt wird lauten unklar, und das Leute ist ein verbrannten Hof. Sei dies da und traurig. Und nu, als ich erst alle waren dort, nu kann ich das Bild aufstellen. Dort war unsere Harten lauten da, wenn der Heilung fehlen, der lässt schwarz, der lässt dies da, und der lässt auch traurig. Jesus, der will Klien anbringen ans Hart. Der will Klien anbringen ans Leben. Frieden, Freude und noch viel mehr Wort. Und so, als ich dann erst bedartig wir, dann dachte mir dort mal auf, was Gott mir berufen hat. Was er will haben, was ich soll. Die Heilung, was er mir schenkt, das soll ich andere umbeiden. Von das soll ich wiedergeben. Und ich will gehen von der umbeiden, von dieser Heilung zu kriegen. That's very good. And so, wat we nu krijgen al met schaffen, wat we doen is, deze klas wat zij heeft opgesteld, het buik wat zij heeft opgesteld, zij dat leren aan video. En so, we merken nu krijgen al video, we zijn al 3 maal de lang, niet? 3 sessions hebben we al gedaan. En so, we willen dat zo merken dat jeder einer dort sein kann. We willen dat aan al onze social media dingen aan. En dat wij even kan dat buik eraf holen voor free. Dat wat zij heeft opgesteld, dat je kan meer leren van dat, je kan uitgaan en andere van dat leren. En zo we zijn zeer moedig voor dit. En aan nu maandag kunnen mensen zich opzien om hier in de kerk in deze klas te doen. Maandag zo over. Zullen we een beetje van dat wat reden? Ja, morgens zo fangen we hier aan, klok 7. En dat is niet een klas wat er bloß für Frühmenschen ist. Ich will haben die Sachen verstanden. Das ist ein Ding, was Gott rennt jedem einen umbeiden hat. Eine Klasse habe ich dort nicht so gemerkt von 16 Jahren alle. Aber das ist ein Thema, was für irgendwem ist. Ich habe kleine Kinder, das gebrauche ich habe Jugendliche. Und ich würde besonders gehen, dass man auch merken, dass das tut mit ihnen frühes. Jugendliche Jungs, nehmt das durch. Das ist ein Ding, was die nie nicht beschulden wollen, wenn die diese Heilung wollen, kriegen für ihr Leben. Und ich würde bloß noch mal sagen, da gibt das in Plattdeutsch und in Englisch. Ich habe eine Frau, die sagen wollen, sie zu übersetzen für mich. Ich bin auch sehr dankbar für. Und so, weil die bloß merken zu kommen. Ja, wir sind sehr excited, dass wir das können in der Kirche und dass wir das können merken für ihn und wo ihr können hinkommen und bloß
En deze Klaus port zijn van dort. En deze Klaus, dat is niet hoe je met eind aan eind met wem reden. Zoals bij een counselor, je kan best daar zitten en met leven, met lezen. En zo zei de Klaus wat geven. En zo dat is voor allem. En ik weet dat we als mannen zijn nog een beetje alles zo. We houden ons manchmal een beetje terug. Maar ik zei ook plus, toen alle mannen, wanneer je best nog kan, zijn je op. Ik geloof dat het nog 16 steden ook niet. 14. Ja, 14. En dan de klas is meest krijg vol. Ze dat 70 mensen wat op een klas nemen kan. En zo dat is meest vol, wanneer je nu de kerk uitkomt, zijn je op. En dan kan je ook plat zijn van dat. Maar ik wil best vrouwen dat band worden opkomen, Anna en Mon. En mijn wife Christine, ik wil best gleich, wanneer we worden verernd beten en best dankbaar zijn voor de arbeid, wat zij doen. En zo dat gouden ding is, hier is dit zo. Zij komen naar ons bij en nemen ons uit voor koffie. En we halen een stuk van dit boekje hier. En ze hebben ons mij van dort vertaald. En zo, we wisten niet wat het would geven. Nou. Maar we hebben best een gouden tijd met en maar hier is het ding. Zij zeggen, kijk, we hebben hier dit boek uitgemerkt. We hebben onze tijd eraan gedaan. We hebben ons geld eraan gedaan. En we worden best gleich deze ministry naar de kerk te geven. Niet bloos waar we dat het ere ministry wordt zijn en dat zij dat worden hier in deze kerk leren en ook bezitten kerk, maar zij zeggen, wie wordt het gleiche te geven naar de kerk? En wil je dat aannemen? En we zeiden, ja, wie wordt het gleiche aan te nemen? Dit ministerie, dat we dat aannemen. En dan is zij nog wellig dat te leren, de leraar te zijn. En zo we halen meer plans wat we worden kunnen in de toekomst doen, waar we kunnen meer mensen aanladen van weit en breed wat deze klas kunnen doorgaan. Wenn we geloven dat het een zeer wichtig punt im leven dat de mensen vrij worden van de dingen wat ze feilen, wat en doen is, of wat ze denken doen. En zo veel dankzij voor dat. Ik wil best vragen dat je opstaan en vielleicht je hang naar aanstrijken, wel best een zijn even aanbeten. Voor de hemel, we danken die voor banen aan. We danken die voor het goal wat ze hebben en voor het buik wat ze hebben opgesteld, maar dat is meer als dat buik. Dat is dat woord wat u hast gegeven. En ik dank die best voor de roep wat u hast op haar leven en dat ze wellig zijn deze klas te geven. Dankzij Jezus voor het ropen en we vrouw blissen zijn op eind, zodat ze worden uitgaan en deze kerk en bezitten kerk mensen van dit leer. En we weten God, die woord dat zegt, dat wanneer du ons vrij merkst, dan worden we werkelijk vrij zijn. En we vrouwen blissen nu al, dat er wat een groter zijn zijn, en mensen worden veranderd worden, durch deze klas wat ze worden doorgaan, dat ze worden werkelijk vrij worden en een engerscheid kunnen merken en er leven werkelijk weit wo, wenn ze in dit leven zijn. En wat arbeid is. Dankzij voor dat, ik bid blissen zijn, beschützung over Ben en Anna, ihre familie, en dat u ons best leiden en wijsheid geven durch deze tijd. In Jezus naam bid we. Amen. Laten we hem eens een hand geven. Thank you guys. Love you. Thank you. Should I take the mic? All right, so dat nächste wel we de boodschap ha. Pastor John is right zum predigen. En zo hij wordt de nächste 3 boodschappen wat hij had, nächste 3 sind er, van der nog 2 meer. En hij wordt reden van WADASTO, de Ries in die leven. Verschiedenste Riesen wat in ons leven zijn. En hier is een van de Riesen. Good morning. Zoals Jacob al zei, WADASTO, DIENE Riesen. En dit hier, dit is Goliath. Dit is zo groot als de weer. En de Bijbel zegt, dat is even 3 meter hoog. En zo, dit Ries hier, dat is niet dien vriend. Dit is dien vriend. En we hebben dort in Fairlife ook een opgesteld. En we hadden het, omdat je kan een beetje meten, jezelf, hoeveel graden er weer. Je kan beelden nemen met de Ries top, dat je dat thuis ophangt, en wo opstellen. En wanneer je dit zijn, dan dank je God voor die Riesen wat je in je leven al hebt uitgemerkt. En vielleicht dan weet je dat du hast nog een Ries in je leven, wat je kost even komen. En zo we willen de nächste 3 weken een beetje denken aan de Riesen in ons leven. En weet je, een Ries is niet een probleem voor ons, zolang es die op 6 wem zijn hof is. Zolang es bij die omgaat, dan wordt het met die niet. Voor Israël weer Goliath niet een probleem, zolang ze thuis blijft. Wo het probleem dan komt dat weer, als ze is met een top komt. En zo, wanneer een Ries is op die hof is, en dat klappert aan die deur, en dat komt in die koppen en dat is in die hoort,
Und das ist in deine Familien angekommen, er ist in deine Geschäften angekommen, er kommt in die Kirche an, dort wo wir ein Problem haben mit dem Ries. Und so da müssen wir lernen, mit dem Ries zu handeln. Na, ein Ries ist eine Leo, ein Umstand, eine Weide, was in dein Leben groß scheint. Vielleicht bist du in eine Leo. Und die Leo, das scheint bloß ein allmähliches Ding zu sein in dein Leben. Aber du hast Umstände in dein Leben. Das ist irgendwas passiert vielleicht in dein Leben. Und dort hat die ein Ries gegeben im Leben. Und du weißt nicht näher, was du mit dem was. Eine Weide. Und wir drehen alle gewisse Weide mit in ons Leben. Und eine Weide in ons Leben kommt einmal ein Ries an. Na, kort gesagt, das ist ein Hindernis, was die Tree hält. Und so das irgendwas in dein Leben, irgendwas in mein Leben, das hält mich treu von der nächsten Stopp nehmen, wo Gott mich leiten will. Und so wir wollen ein bisschen an das denken in den nächsten 3 Wege. Na, die Riesen haben verschiedene Namen. Irgendwie Goliath. Na, das ist, ich weiß nicht, den Charakter Leute steht, aber wir haben das bloß gebüht, um ein klein bisschen in Englisch sagen wir ein Visual haben, bloß ein Bild, ein Bild haben, mit wem David kämpfen würde. Oder mit wem Israel kämpft. Und so einer hat Goliath. Ein anderer Ries hat Angst. Dies Angst für irgendwas. Vielleicht sollst du eine Staub nehmen in dein Leben. Und die sind es allmählich. Die ist Angst für dort. Oder du hast einen Ries von Unglauben. Vielleicht hast du getäuscht mit Gott oder irgendwas. Und du kämpfst mit deinem Glauben. Und du weißt gar nicht, was Gott hat und deine sieht das oder nicht. Oder Krankheit. Du hast einen großen Plan und deine Familie hat einen großen Plan und was die alle wollen tun. Und dann bei einmal fällst du nicht gut und forschen und der Doktor sagt, du hast noch 6 Monate zu leben. Und bei einmal hast du einen Ries. Oder du hast Covid. Ich meine, wir haben das letzte Jahr gedealt mit einem Ries in der Welt können sein und verschiedene haben es mit sich gebracht. Oder Euernis. Du hast die geäuert oder du bist beleidigt über irgendwas und das Euernis, dort hält die gefangen, dort hält die treu. Oder Fehler. Du hast einen Fehler gemerkt in deinem Leben. Hast vielleicht was Großes wollt tun und sehr mutig was und losgedacht und was fort tobt dir was. Oder dort hast nicht geschafft und so. Ich wollte never mehr versuchen. Oder so eine Dinge steht. Oder lost. Und so, ich will, das wollen wir nicht alle durchgehen in den nächsten 3 Wochen, aber das ist bloß eine Liste und das ist noch viel länger steht. Aber was ist der Ries in deinem Leben? Was ist es mit was du kämpfen lässt? Und so, die Frage ist, wo kommen Riesen ab in uns Leben? Die kommen ab besonderen Städten, besonders ab. Eins zwischen der Wildnis und das verheißene Land. Und das, wo wir von der ein bisschen checken, wo Israel den Ries begehen. Zwischen der Wildnis und das verheißene Land. Und vielleicht ist dort das versprochene Land. Und Gott will die wiederleiten. Gott hat die Goven gegeben. Gott hat die berauben von Dingen. Aber das ist irgendwas passiert. Und so, nu bist du gestoppt und du hast einen Ries zwischen gekommen und du lebst für den ewigen Part von deinem Leben in der Wildnis. Und weißt du, dass ja Menschen, die in der Wildnis leben, alle ihr Leben, ferne Goven, berauben von Gott, aber wir gehen nicht nur den nächsten Staub wie einen Ries. Zweitens, zwischen Gebundenheit und Freiheit. Vielleicht hast du was die bindet, irgendein Los da. Oder irgendwas, wo die gebunden bist. Und du weißt, dass Gott, wenn du das kriegst, zu sie schaffen. Dann wirst du wiederkommen in dein Leben. Aber dort zu sie schaffen, dort ja so ein großer Riesen, dann würde ich das und dort ein Jahr und alle machen tun, und dort will ich nicht. Und so, ich blieb da schon zwischen Wissen und nicht Wissen. Wir wollen jässlich wissen. Aber zum jässlich Wissen, das braucht eine Anstrengung, das braucht, dass wir die Bibel kennenlernen, dass wir Gott kennenlernen, das braucht eine Zeit mit Gott, oder was immer das alles ist. Und so, dass der Riesen ist zu groß, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ich glaube, dass ein Riese, wo viele von uns rumgehen, das ist das. In Lebenszeit gehen wir den Riesen rum, von was mir passiert ist. Und so ist meine Eltern mich haben, und so ist die Kirche mich haben, und so ist Jana mich haben, und so ist dieser mich haben. Und weißt du, das ist die Vergangenheit. Und ich komme never nicht nur meine Zukunft, wo Gott mich will handeln. Darum meine ich, dass ich nicht wiederlebe, aber ich komme never nur das verheißene Land zu sein, wenn ich um mich rum den Ries von der Vergangenheit. Und so das, wo ich sozusagen rumschwamm in mein Leben. Und so das sind Städten, wo Riesen ankommen. Na weißt du, ein Ries, den sitzt das Gradste, der scheint das Gradste im Tool oder in einer welche Entscheidung. Na so ich sehe, solange es den ich an meinen Hof rumgeht, dann bohrt mir den Riesen nicht. Aber ich stehe
im Tool. Ik kon een zware tijd durch. Ik zie was het bedreigt, oder du hast was passiert in mijn leven en dat heeft mij een treurige leven aangebracht. En dan zijn de Riesen himmelhoog. En dat zit allmählich met de Riesen. Oder vielleicht hast du für eine wichtige Entscheidung. Und diese Entscheidung, die wird mich nach eine gute Stadt bringen, oder die wird mich einen Stopp wiederbringen in mein Leben. Oder vielleicht in mein Business, in mein Ministry, oder was immer das ist. Aber ich soll einen Stopp nehmen. Und dann kommen die Riesen ab. Und dann sind das allmählich. Und dann haben wir alle Hunde verschiedene Uitreden. Wir fingen in der Schrift zweimal, wo Israel Riesen begehen. Da wir mehr Riesen in der Bibel, aber ich will von zwei Stück von der ein bisschen reden. Vor wir das tun, werden wir uns einig sein, und das ist, dass die Riesen kommen nicht von Gott. Und wenn ihr das wünschen sei, dass das Ries, das ist nicht dein Freund. Das Ries, das kommt nicht von Gott. Und wir waren Luther in die Geschichte von David, wo ich ein bisschen von reden, wo soll ich das sagen. Aber wenn ihr das Ries, oder das Ries, was in deinem Leben ist, was immer das ist, vielleicht ist das Angst, oder das Krankheit, oder das Lust, oder Euernis, aber das ist ein Ries, was nicht von Gott kommt. Und du gehörst zu Gott. Du bist sein Kind. Und so die Frau ist, wo so laut ich als ein Kind Gottes, was nicht von Gott kommt, mir fair sein, was meine Zukunft wird sein. Und so das ist die Ursache, wohin wir von der Thema reden. Und so, der Ries von Angst, das will von der wir ein bisschen denken. Der Ries von Angst. Nach Israel, sie sind auf der Kant sein von das verheitene Land. Und sie sollen den nächsten Stopp nehmen. Und dann beginnen sie in Ries. Und weißt du, was Angst wohnt in Ries? Na, was ich mit dem meine, ist, dass wenn du Angst hast, dann wohnst du in Ries in dein Denken. Und du stellst dir den so euch versmählich. Und du in dein Denken, du verteilst dich selbst, von wo allmählich das ist. Oder wo gerot das ist. Und so, da wo wir sein in dieser Geschichte. So, sie sind nu auf der Kant von das verheitene Land. Sie sind auf der Grenze sein. Sie sollen nu den nächsten Stopp nehmen. Und Moses schickt Menschen raus, die sollen das Land untersegnen. Die kommen drei. Und dann sagen sie das. Und sie verbreiten schreckliche Sachen. Mangt das Volk. Und so diese Männer kommen drei und blusen die Geschichte ab. Und sagen alle Hand Dinge. Check, was sie mangt die Israeliten über das Land, was sie uns gesagt haben. So sie bringen schreckliche Sachen ab. Und sehen das Land, wo wir durchgegangen sind, dort uns sehen, fragt seine Anwohner. Einmal Land zu sein, was Menschen fragt. Und dann wisst ihr, was sie meinen, ist, dass diese Menschen, das Land und das Volk hier sind, wenn sie da gehen, sie werden bloß abgefreten sein. Sie werden ausgeweibt sein, können sein. Und so dort wird never schaffen. Und so sein dort frate Anwohner und all das Volk, möchten die lernen. Und wisst ihr, wenn du mutlos bist oder negativ, dann ist es immer alle oder niemals. Ich denke, was in der Ehe manchmal wichtig ist, ist, dass wir uns lernen, nicht von Ammann und niemals reden. Du das niemals und so. Oder du das immer so steht. No, der Mensch denkt euch immer so. Aber so wie das Volk, dort wir alle, in all das Volk, dort wir große Menschen. Und so all das Volk, was wir da sagen, sind sehr große Menschen. So alles wir ein Riesen. Und wenn du für Angst ist, dann sind das alles Riesen. Ich weiß nicht, was Jesus dort reden, aber ich habe Trouble mit Dingen, wo ihr merkst, die sind. Besonders wenn ich mutlos sehe oder wenn ich fern Ries stehe. Und ich glaube, mehr von uns hat den Trouble. Da merken wir die Dinge so euchsmählich. Weil meine Angst, erstens schämt mir, dass ich Angst habe, so ich will meine Angst irgendwie erklären. Und so dann muss ich das so euch merken, was es geht. Und so Israel merkt den Ries so euch, was es ging. Sie sagen, wir sagen dort auch Riesen, und nach seinen Sehnsucht von der Riesensturm, wir kämen uns angehen immer aus Großhoppersphäre, und so klein, mit wir auch noch mal gekommen sind. So sie sagen, die Riesen, die werden so schrecklich groß, wie werden das Großhoppersphäre. Und so sie übertrieben dort, in sie weiten, was Jane gedacht haben. Das ist noch ein Ding. Wenn ich in eine mutlose Stadt sehe, ich sehe einen Ries, oder ich sehe
ik ben geen en je was een Ries, dan weet ik allemaal wat de nächste denkt, oder wat er van mij läuft en zo'n dingen. En zo dat is wat zij van Jane zeiden. Zo deze mensen, wat zij door je zijn hadden, nou, vielleicht wären die groot, vielleicht wären das am Riesen mank, aber das wären alles grote mensen. En zij wären Großhoppers verder. En zo zij merken die zich, oh ja, wenn zij han Angst om te gaan. En zo deze Entscheidung, zoals ik u zei, ze stond verder grens, oder upper grens. En deze Entscheidung brachte ihn für die nächsten 40 Jahre in de Wildnis waren. Zij brachten bloß Gott vertrauen en de Riesen annehmen. En Kaleb und Jesua sagen, hey, wie kann das? Like das kein so denkt, dass wir das nicht kennen. Weil wir losgehen, vorzeigen Kaleb und Jesua, aber sie wollen nicht mit Steinen doodkielen. Während die wollen nur an die Riesen gehen. Und so Israel, in dem, dass sie Angst hatten, und sie beginnen in Ries von Angst, und für die nächsten 40 Jahre werden sie in der Wüste und sterben da. Ich wundere, in dein Leben, an meint, kann es sein, dass wir einmal in der Wüste rumwandern, für wer weiß wie viele Jahre, wenn wir wollen nicht den Riesen annehmen. Und so wir beginnen ein Riesen von Angst und Angstleben. 40 Jahre Luther redet Moses mit das Volk und er sagt wo es dann wird. So, wenn wir checken, das ist ein sehr interessantes Ding. Je sehen einer zum anderen in die Zelten. Nou, dit is nu een 5e Mose, ja, wie een 4e Mose, er zijn 40 jaar tussen geweest. Nu zijn ze waren op de grens. Ze hebben voor 40 jaar in de Wüste gewoond, nu zijn ze op de zelfde grens waar ze dan weer, dat zelfde land voor zich, de zelfde Riesen. En dan zegt Moses, dit is wat dan passiert. Hij zegt, je sehen einer zum anderen in die Zelten. En weet je, als die kundschafter, oder die wat dat land onderzochten, als die terugkwamen, en de mensen moedloos maken, en ze reden de mensen angst aan, dan gingen ze en vertalen in ihre Zelten. Wat vertalten die zich? Hij zegt dan, de Haar is jen ons. Kan je dat verstellen? Zij hadden, Gott had ihn uit Egypten uitgevoerd met een maasjehond. Gott had ihn durch das Rode Meer geleid. En met zo'n wunder heeft het plus eenmaal gegeven op deze wereld, wat we weten. Gott leidde ihn durch die Wüste, mit einer Wald, mit Vieh, mit Mana, mit Wuter. Schau worden nicht hält, Kleider worden nicht hält. Gott hat ihn geleitet, ring und spot hier. Und weißt du, was zu sagen? Gott ist jen uns. Nu ist du ein Ries für uns. Nu soll ich den Ries annehmen. Gott, wo leidest du mich her? Das ist, was sie sagen. Sie sagen wieder, in Dorwein hat er uns in Ägypten gebracht und uns in Amarite Macht gegeben, dass er uns umbringt. En zo in ihre vertaal. En ik wil aan je zeggen wat angst is in een mens. Angst merkt die dingen vertalen te die zelfs, wat niet zo is. En zo in ihre angst vertalen ze zich dat God is in ons. En God heeft ons hergebracht, plus om ons gedood meer. Wow. En weet je wanneer we verder in de Ries van angst staan? Dan hebben we zo'n ding als dit. Zij sagen wieder, nur wat van de steed govi, wat schot ons aan de dat we würden naar deze steed gaan, dat we waren met een Ries gaan feiten, like we waren alle aangebracht worden, like, nur wat van de steed govi, wat schot ons? Waar we mal nie leren willen, en waar we mal terug gaan naar Egypten, dat is really wat ze zeiden. We waren de Versen niet alle lezen, maar die willen terug naar Egypten gaan. Onze mannen berecht Angst ons. Nou, dit weer 40 jaar terug. Dat is wat ze dan vertelden. En toen gingen ze door niet naar. Ze werden beleidigt over Gott, wenn dann über einmal Riesen werden. Während Gott endlich die ganze Wüste geführt hat, hat er immer wieder gehalten. Und über einmal sind sie beleidigt über Gott, wenn du steht ein Ries verendet. Und sie haben Angst. Und so die berechte Angst uns. Sie sagen, dass die Menschen sind geradeaus wie. Ja, da wären Riesen. Und die Erde Städte sind groß und haben mehr am Himmel. Tja, morgen, dat nu zijn die wijn al bij de hemel gewassen. Dat is wat angst is. En angst merkt dan zo denken, dat kan ik never, like, dat is veel te groot probleem, dat wordt niemand schaffen. En zo zij sagen nu eenmaal meer bij de hemel, dan zijn dat een riesige Anakita. Nu weer dat niet plus riesen, nu weer dat riesige. Nu weer dat plus zeer grote. Nu weer dat riesige Goliaths.
Aber weet je, dat is wat angst heeft. Angst woest in Ries. En vielleicht stehst du für Ries, für Angst. Und die sind alles so schwierig. Was wird mit meinen Kindern passieren? En deze zintelige Walter, wat wordt met mij in de grote gaan passeren? Wat wordt passeren wanneer Jezus terugkomt? Wat wordt passeren wanneer ik bijna mijn business verlieren? Wanneer eenmaal wat de kerk toe gaan wegen COVID? Wat wordt passeren? En de lijst is oneindig. Wie fing dat zelfs je denkt, Luther? Angst was in Ries. Te David en Goliath. Dan zegt het in een sterke soldaat van de Philister, de Goliath, hij kwam ver, die weer van God en weer over 3 meter hoog. Nou, de schrijver beschrift Goliath en hij beschrift ihn gewaltig groot. Hij zegt wieder, so steht, der hat einen Soldatenhaut, der von Bronze gemerkt wird. Sei wahrscheinlich hatten die Juden, soll sie einen Soldaten vielleicht was von Lara, zum Bett beschützen, aber dieser hat Isa, dieser hat Bronze. Und so ab dem Kopf hat ein bronzenes Soldatenkleid, was 57 Kilo wiegt. Und so sie beschrieben Goliath, den geht allmählich zu gewinnen. Und er hat bronzene Schachten an den Beinen und trug eine lange bronzene Schmiedstange am Regen. Und so das Goliath, der wie allmählich. Und der wie das viel zu groß. Und der Stange und sein Spieß wie so lang aus dem Weber sein Halt. Und der Spatz von sein Spieß wie 7 Kilo Isa. Und er hat einen Deuner, der sein Schild trug. Und so das Soldat, das ist groß. Und das wollen wir das hier haben. Bloß zum Bild haben, dass das Riesen in uns Leben, was sehr groß sind. Und die sind so gekleidet, dass du mit den kleinen Stock und Schleier, ich meine, als David nur Goliath kommt und sieht, dann sieht Goliath, like, sieh ich einen Hund? Kommst du mit einem Stock nach mir? Und weil Goliath hat so einen langen Spieß, das ist ein Spieß neu gemerkt, und hier steht ein gewaltiger Mann, der ist etwa 12 Schau hoch, 12,5 Schau lang, ungefähr 15 Kilo schwer, mehr oder weniger, ich meine, das hat sie neu gebiet tun, als was die Schrift von dort redet. Und so, wenn du an denkst, dass du kommst mit den Hortstock nur den Riesen, der Ries hat so einen langen Spieß, du bist noch lange nicht durch und hast die all abgespeckt. Und das ist alles, was soll seine Männer sagen. Und so, WADASTO, DIENE, Riesen. Na, das Bild ist übertrieben, aber hier ist der kleine David mit seinen Schleier, mit den gewaltig großen Riesen. Und hier ist ein Grasshopper. Wie folgen uns das Grasshoppers vereint? Vielleicht fällst du dieses ein Grasshopper für das Ries, für wem du stehst. Aber das Problem, was in deinem Leben ist, was wir ein Ries kennen. Und Saul und seine Männer, das sind Hirten, verschrocken dort sehr, und sie hatten sehr Angst. Und so sie ran drei. Und aus dem Männer von Israel, dem sagen, rannen sie drei aus Angst. Und so das ist eine interessante Geschichte. Für 40 Tage hat dieser Anthony ausgespart. Und so hier ist ein Krieger. Und der hat einen interessanten Plan. Er sagt, wohin würden wir uns alle am sich dort nehmen? Actually hat er einen guten Plan, gerade hast du noch gedacht. Wenn er sagt, schick bloß mal einem her, und dann wird mit den Fetten. Und wir haben da gewarnt, die wird hart sein über die anderen. Die anderen wird Slav sein. Und so jedes Mal, wenn dieser Pferdchen für 40 Tage, dann rennen sie weg. Und keiner ging mit diesen Fetten. Und so, das sage ich wieder, die Israeliten sehen einer zum anderen, sitzt du den Mond verkommen? Na, morgen dort war dass sie vertalen sich waren. Kraxus 40 er dann durch Moses. Sie vertalen sich von dit Land und die Riesen und wo allmählich es wird. Und nu sagen sie, hey, sitzt du dessen? Like, check mal den Goliath. Check mal den sein Spieß. Check mal den sein Haut oder den sein Helmet. Check mal den sein Kleid, das von Isai merkt, like, sitzt du, sagst du, wie groß der wird? Und ich glaube, jeder Tag, wenn der Pferdchen wusste, war ein Passal. Und die wird immer grater. Und immer Dollar hatten sie Angst für dort. Und so Israel stand zwischen Gebundenheit und Freiheit. Und so das Goliath, der sagt hier, weet je Gott, wer wird verspielen, der wird Slav sein. Und Saul und seine Männer, sie flotterten in ihre Wratsches. Und so zwischen Gebundenheit und Freiheit. Weißt du, wer durchsteht? Durchsteht der Ries. In dein Leben auch.
Nicht bloß bei Saul seine Mal, bei uns auch. Und vielleicht hat Gott die gesagt, und wisst was einer hiervon redet, von durch Freiheit, durch Heilung für weiter. Aber wisst ihr, hast noch never versucht, wenn der Ries ist, viel zu schrecklich groß. Like, dann soll ich noch dit tauschen, oder dann soll ich vielleicht mit dit Evangelium kommen, oder mit diesem Sinn bei einmal vandaag kommen. Oder dann will ich bei einmal dit machen, oder dort. Und nobody sei lang nicht, like, ich will lieber in die Bogenheit leben, mit meinem Ries als Freiheit haben. Wenn ich habe viel zu Angst, wo wird meine Frau denken, wo wird mein Mann denken, wo wird meine Familie denken, wo wird meine Freunde denken. Wenn die bei einmal wollen antworten, was mich denkt, aber never. Und so der Ries, der Wurst. En dat is wat het dort bij Israël deed. En zo angst was een Ries. En wanneer ik angst heb voor den extra schritt, ik heb angst om vielleicht mal met een gewisse ding deel in mijn leven, dan was de Ries. Maar weet je wat geloven was God? Nou, met dit meine ich nicht, dass wir Gott gerade merken, Gott ist immer Gott und er ist immer der Schöpfer von Himmel und Erde, aber in mein Denken, als Gott einmal plant aus des Ries, en alles wat ik zijn kan is de Ries. En alles wat ik zei is dat uiterlijke van des Ries. Aber geloven was Gott. En so, in diese beiden Geschichten fingen wir, dass wir einen Menschen machen, wat het Volk versuchten, vom Ries nur Gott zu drehen. Das erste haben wir hier in 5. Mose 1. Der Herr jün Gott. Na, Moses redet das Volk. Und er sagt, da und dort verteilt ihr alle Hand von den Riesen und so weiter. Aber nu sagt er dit, en de Herr jün Gott hat das Land verjünt gesagt, so sie sind war abgegrenzt. Und Moses sagt, der Herr, Gott ist hier. Weet je, die haben bloß von der Stecker Riesen geredet, aber Gott. Nu geht und nehmt dort an und habt nicht Angst und sieht nicht bedürft. Der Herr jün Führerscher Gott hat ihn dort versprochen. Zwischen der Wildnis und das versprochene Land. Und Moses sagte ihm, der Herr jün Gott. Dort muss je die Uhren von den Riesen nehmen und dann drehen die an Gott. Zwischen der Wildnis und das versprochene Land, da hängen sie. Der Herr jün Gott selbst, er sagt wieder, in den anderen Vers, der Herr jün Gott selbst, wird jün leiden und wird für jün anstehen. Und dann höre ich, was er sagt. Krieg so, als er in Ägypten für jün eine Uhren alldeid. En ook in der Wildnis, der Herr jün Gott braucht jün durch und hat jün was hier gebracht. Und so Moses bringt das Volk mal 3 naar Gott. Mal weg von den Riesen und 3 naar Gott. Und das ist ein Ding, was wir müssen lernen zu tun. Because wir haben Riesen für uns. Vielleicht hast du Angst, vielleicht hast du Euernis, vielleicht hast du Lust, was immer das ist. Das sind die 3 Themen, wo ich diese 3 Werke von reden. Aber von der reden von Angst. Und so, der Herr jün Gott. Dasselbe Ding passiert mit David. Und David sagt zu Saul, keiner soll sich für diesen Philister ängsten. Ich will gehen mit den Kämpfen. Und wenn ihr für 40 Tage hat Saul, und Saul wie auch groß, Saul wie gerade aus den anderen Menschen, sagt die Bibel, und so Saul mit seinen Soldaten, wenn einmal sie den Ries sahen, dann stürken sie über den Stoff. Nicht einmal kommt das kleine Schubs da an, und David, und er sagt, was in der Welt schüttet. Na, weet je, das ist ein sehr interessantes Ding, was hier passiert. Na, ich habe den Vers hier nicht, aber David sagt ein interessantes Ding, er sagt, weißt du Gott, ich will gehen mit den unbeschnittenen Philister kämpfen. Weißt du, was er sagt? Er sagt, dieser, der gehört nicht zu Gott. Wir gehören zu Gott. Saul mit seiner Armee wie Gott sein Volk. Die Philister, sie wären nicht Gott sein Volk. Und so dort wie ein unbeschnittener Philister, dort wie einer, der nicht zu Gott sein Volk gehört. Wo so lut die aus Gott seine Kinder jünt hier angerühren von einem Ries, der nicht zu Gott gehört. Hat ihr kein Gott? Wo ist Israel ihr Gott? Das ist really, was David fragt. So er sagt es das. Der Herr, Martin dort, das ist was David sagt, der Herr hat mich von den Kleven vom Leib und von den Kleven vom Bohr geraten und er wollte mich von diesen Philister seine Kleven raten. Wer wurde am raten? Der Herr. Wie David so stark? No. Vielleicht hat er gelehrt, man Schleiner schmieden, wir weiß nicht. Aber er hat einer. Aber er sagt der Herr. Und weißt du, das ist, wo wir mal ein Trainer ankommen. Vielleicht hast du durch Angst oder durch einen Riesen in dein Leben, was immer das ist, so sind Dinge passiert. Und so,
Goliath kommt nicht von Gott, wie man trägt nur Gott. Und so warst du deine Riesen. Und so der Ries von Angst. So ich will Ihnen kort 3 Dinge geben, wat je kan doen. Eén ding is erkennen dat du ein Ries ist. Na, dan war er sprach sich vielleicht, wenn ich sage, wir merken die Riesen groß, das was wir in uns denken tun. Aber wenn er kämpft mit meinen Freunden, dann steht es nicht so, dass ich einen Ries habe. Und so, erkennen den Ries. Was immer das ist, Euernis, Angst, Lust, erkennen dort, dass du ein Ries hast. Wenn du nicht das Problem erkennst, du weißt nicht, du stehst auch nicht so, dass du ein Ries hast, was mit denen tun? Und so vielleicht hast du was Anrecht in deinem Körper und du bist krank, aber ich wollte nicht tauschen. Da will ich Menschen nicht wissen. Was immer das ist, und so verschiedene Dinge versucht wie zu verstehen. Und Tim von einem Problem, je leist worden, moet we mal einmal bei dir kommen, dass wir ehrlich sind, das Bild aufzumerken. Der nächste ist Buße. Na, weet je, dit Wort, oder Amtscheren können sein, das denkt wie einmal als negatives Wort. Aber das ist nicht. Das verhält nicht mal ein jäseliges Wort. Alles, was das Wort meint, ist anwenden. Wenn du verforschst, du forschst einen rechten Weg, dann hast du gelernt, het anzuwenden, trägt sofort. Und so Gott, seine Gnade, jaft die Buße. Gott, seine Gnade, erlaubt die, anzuwenden, trägt kommen, die verfahren hast. Und du hast vielleicht was, wo einen Sinn geraten, oder du hast irgendwas in deinem Leben, du hast da was angelassen, und dort hast du den Ries durch Hand gebracht. Je sehen, einer zum anderen, und je nicht zelten, der Haar ist jenens. Und von dort mag wir Buße tun. Gott ist nicht jen die. Wenn du zu Gott gehörst, even wenn du dich versündigt hast, Gott ist danach für dich. Und Gott hat dich danach all 1000-mal durchgehalten. Aber einmal in der Angst, wo wir sind, oder wenn ein Ries vor uns ist, wie kann ich mal sein, was Gott in der Zukunft, in der Vergangenheit hat getan? Das ist, wo Israel wir. Und so, die Israeliten sehen einer zum anderen, sitzt du den Mond verkommen, wie man Buße tun von Loten des Ries geraten sind ans Leben aus Gott. Und so vielleicht hast du was in dein Leben nangeloten, was deine Augen haben von Gott weggedreht. Na, das ist eine Garage der. Ich wollte hier bloß ein Station haben, wenn das ein bisschen ein lichtes Bild. Aber hier ist ein Motor, und die haben so eine Garage der beginnt. Und weet je, die haben einen Knopf nach Drecken und dann geht der open, der ist angeplagt und das schafft alle. Aber weißt du was, du hast eine der, du hast eine Bohnen, du hast einen Motor, der ist angeplagt, der Lehn hat 4 und dort steckt der schafft nicht. Wo wenig? Was soll ich mit meiner Garage der? Na, einmal sitzt das, wer durchgegangen und der hat ein paar Uhren. Und ich glaube, viele von ihnen haben so eine der und haben ein paar Uhren, was sich top checken. Wenn die sind, wenn da was fair ist, dann kommt der nicht rauf. Aber wenn das verdreht ist, dann schafft der gleich. Because du bist nicht abgelehnt mit der Uhr. Und das ist, was passiert zwischen uns und Gott. Und das ist einmal, wo wir in unserer Garage der nicht schafft, das ist, wo in der Ries der ebenfalls ist, das ist, wo in der Angst ist gekommen, das ist, wo in der Euernis ist gekommen, das ist, wo in der Lust ist, wenn ich sie von Gott weggedreht, und nu steht mir der. En Buße dreht dat uw 3. En dan schafft ihnen der war. En dat is een Gnade van God. En drittens bed voor Glauben. Glauben komt van God. Dat zegt es dit. Weil wir Jesus immer im Uhr houden, moet je dat im Uhr houden. Weil wir Jesus im Uhr houden, weil wir dat ablehnen mit Jesus, mit Gott. Nicht mit den Ries, aber mit Gott. Und so, weil wir Jesus immer im Uhr houden, der den Glauben in uns angefangen hat, en ook voor dich merken wordt. Wer hat den Glauben angefangen? Den Glauben kommt von Gott. Bet Gott für mein Glauben. Wenn das Glauben kommt von Gott. So kommt der Glauben durch die Predigt, und die Predigt von Christus sein wird. So Glauben kommt mit Gott vertiefen, mit Gott abgelehnt sein, mit nur sein Wort horchen, sein Wort lesen. Dort, wo Glauben herkommt. Weil Gott gibt uns nicht ein Geist, der uns furchtsam merkt, aber der Geist von Leben und Kraft, und dass wir uns beherrschen können, alles zusammenschreffen sein, dass wir klar denken können. Und weißt du, wenn du vor einer Ries stehst, dann kannst du nicht mehr klar denken. Den sieht bloß so schrecklich groß. Und so, je dadelijk du überdenken, anmelden, je zit het. Und meine Augen sind weggedreht von Gott.
Vielleicht habe ich Sinn erlaubt in mijn leven. Dat is wat nenn gekomen, wat het u heeft weggedreid en dat veel treed te draaien. En dat wordt u maar toestaan dat het verdreigt. Doe buze, go weg van dat wat het u verdreid heeft. Wijn aan van dat. En dan vraag God dat hij die wat vuil met geloven. En eenmaal is het vielleicht dat hij moet stilhalten in die leven, moet checken, wat heeft God al alle gedaan. Eenmaal hebben we zo'n probleem in ons leven, dat er dus nu zo'n grote ding passiert, dat we al dat eeuwige vergeten wat God voor hij gedaan heeft. Maar hij heeft die al levenstijd geleid. Hij heeft die vergeeft, hij heeft die aangenomen, hij heeft die in zijn beeld neergeschreven, hij heeft die een gerechtigheid gegeven wat ver aan jou is. God heeft al veel dingen voor die gedaan. En hij wordt alles voor die doen, wat du tust was. Maar dort steekt Ries, die staat voor die. We hebben den Ries de weg. We hebben onze eeuwen naar God draaien. En we hebben onze angst naar God geven. En leven, daar ik geloof in God wassen. En schreef daar ik angst in Ries wassen. En dan hebben we ver weg gaan. Amen. We hebben tot beden ons voeren. Dankzij voor dat u ons kracht geven is, jene Riesen. En Herr, dat je veel Riesen in deze wereld, wat de Feind voor ons stelt. Er wat vielleicht andere Menschen voor ons stellen. Er wat bloß so durch Hand gekommen sind durch unsere Entscheidung. Wat immer der Ries ist, Herr, ich freue, dass du uns halten, zu erkennen, dass du da bist. Wenn wir was mit tun können, dass wir Buße tun, dann wies uns dort und halb uns Buße tun, dass wir uns Uhren drehen, dass unsere Uhren sich mit die Tug checken, dass uns der schafft. Und dann werden wir dadurch vor, im Glauben. Und wir freuen, dass du uns viel mit Glauben und dass du uns verschleiden, wenn wir Riesen ans Leben begegnen. Amen. Ich hoffe, dass du habt das von dir auch hier Mut gegeben, dass ihr diese Botschaft hört, was immer das von Riesen ist in eurem Leben. Und ich hoffe, ihr habt Dinge abgeschrieben, Notes genommen, was euch wichtig ist. Ich schreibe mir da ein paar Dinge ab. Eins ist, er sagt, Gott, der ist für dich. Heißt nicht jendy, Gott ist für dich. Und das andere ist, Gott, der schickt nicht die Riesen in dein Leben. Gott schickt nicht die Riesen in dein Leben. Manchmal ist es so, wenn wir Dinge, was uns passiert, vielleicht schwere Dinge sind, Krankheit, oder verschiedene Dinge, dann sagen wir, oh, das bist ich dann nicht doch mal mit leben. Gott hat mir diese Krankheit gegeben, ich wollte doch all hier bis mit durchgehen. Und manchmal bleiben Menschen krank. Aber das Ding ist, was wir müssen verstehen, dass Gott ist für uns und heißt nicht, der was der Riese noch uns schickt. Gott schickt nicht der Riese noch uns. Und so, wie kann der wahre stehen? Und so, ich hoffe, dass die hat das Mut gegeben hier von dir, dass du kannst der Riese wahre stehen, was in deinem Leben sind. Nächste Woche die Announcements hast, um Dinge, die zu bekannt werden sind, Dinge, die abkommen in der nächsten Weg. So, kick noch das Screen. Goedemorgen, Wasser. Mijn naam is Kenneth Wiesbrecht en dit zijn onze bekonmerking voor deze week. Vandaag klokslaatste service bij Levenswasserkerk hebben we ons Valentine's Day Night gepland. Valentine's Day Night is voor alle bevriende lieden oder für Sonne, die al engaged zijn. Er wordt een goede avond zijn, er wordt onker zijn. En zo, vandaag is de laatste gelegenheid waar je kost nog tickets krijgt met een informatie dash. De tickets kosten 500 peso aan per lied. En zo maak je dat voor vandaag service klokslaats bij Levenswasserkerk. Morgen klok 7 service en de kloorstuben vangt de kloorsäulische Heilung an. En dat wordt een gouden kloor zijn wat voor 10 werk wordt jeder maandag klok 7 service aangaan. Wo wir kijken naar in ons leven en zijn systeem in ons leven zijn wo ons Heilung aandacht. Zo maak je dat vandaag zijn laatste datum abschrijven voor säulische Heilung. We vangen morgen klok 7 service aan hier in de kloorstuben. Nie daardag, Februari 18, is er nog een klas wat hier in de kloorstuben klok 7 service aanvangt en deze klas is een Pfizer. En zo die wordt geleerd van Pastor John en hij wordt voor medewerk dat in de Pfizer-bedrijf leren. Zo maak je dat vandaag zijn laatste gelegenheid om abschrijven voor de Pfizer-klas. Jeder daardag klok 7 service in de kloorstuben. Februari 27 hebben we een Mathelper-oefening gepland hier bij Levenswasserkerk. En we gaan hier in Onkers aangereicht en we willen dankbaar zijn te al die Mathelper wat die tijd geven doen, om hier Matschaffen in Levenswasserkerk. So wenn du ein Mathelper bist hier bei unserer Kerk, du bist eingeladen zu Februar 27. Service zu uns Mathelper-Abend. So wollen du. Nicht, dass wir hier von Mathelper reden, wenn du wirst gleich eine Stelle zu finden, wo du kannst Mathelpen mit deinen Guben, eine Stelle, wo uns oder nur so erfüllen hat, als für unsere Lebenswasser-Jugend ein Team. Und so jeder Mat, wer Klock 7. Service habe ich hier eine Jugend stehen, hier bei der Kerk. Und ein großer Part von dort, dass wir in Onkas reden, zu allen Menschen, die hier ankommen von dort.
So, wenn du gleich ein oder zweimal das Jahr einen Reiter mehr oder einen zu kommen, für einen von der Lebenswasserjugend stellen, du kannst dich abschreiben bei den Informationen da für die Lebenswasserjugend ein Team. Jeder Sonntag, halb 11 morgens in der zweiten Klasse haben wir eine Gebetszeit, wo wir Zeit nehmen, um für unsere Kirche, unsere Menschen und unsere ganze Umgebung zu beten. Die Gebetspunkte wurden neu gedacht worden, die kannst du da nehmen, die was dann reinkommen, die was. Und so gute Gelegenheit für unsere Kirche einstehen und gebeten. Und dann, als der letzte Jahr in Lebenswasser kommen, das ist die Kirche. Du kannst vorbeikommen, wenn du dort empfehlen das. Du kommst vielleicht ein kleines Ladig und die kommen, wo du ein paar Gehen schauen, ganz umsonst. Und wenn du gleich in Lebenswasser kommen, tun stehen, du kannst dir auch Geld oder in Hand bringen. Das ist alles von mir, von der hat ein gesehende Werk. Laatst Kenneth das ein Video mir, dann wird noch Tickets, von der sind all nicht. Die Tickets für von der so sind alle verkauft, so wenn ihr nicht ein Teil kriegt, das mir leid, aber die sind alle weg und so sein die Ticketfähre zum Juni hier sein, die werden ein Ticket haben. Und denk, was ich will sagen, als die Worte hat den Meier für Jesus Brief ausgefällt und er gesagt, dass die will vielleicht hängen diesen Monat geben, oder über die nächsten paar Monate, some von ihnen hat gesagt, ich will über was Zeit ihnen Geld geben, nur das Meier für Jesus Projekt. Ich will über sagen, dass ihr dort, wenn ihr dort Geld bringt, dass ihr dort in den uns dann sagen, für was das Geld ist, dass wir das gerne aufchecken in unserer Liste. Wenn ihr das hier sitzt und ihr bloß in der Dose nennt und wenn ihr kommt, dann kann es nicht sein, dass das alles nennt kommt. Wir holen das Geld apart, was hier in dieser Dose nennt kommt, von der Offering in das Meier für Jesus. So für die wird über die nächste Zeit das Geld geben, mag ihr das bloß, dass ihr uns das Geld geben, vielleicht bei den Informationen da, oder die Account das geben, oder nach der Office kommen und dann weit wir, von wem das kommt. Dat we dat kunnen abschrijven, zo staat. En dan nog veel dankzij voor die wat al zijn potje was van dit en hij gegeven. Veel dankzij voor dat. Ik wens je God te zien voor dat en dan heb je wat best beloond voor dat en wat immer je weer doen. En zo dankzij voor jeven en het Meier voor Jezus project. Dat is wie dat onze message nu is, oder onze service en dat je opstaan. Und vielleicht ist das ganz wichtigste Part nu noch, was da noch kommt, dass je würde gleich mit wem zu beten. Und je sind vielleicht Riesen in ihrem Leben, die sagen, ich würde gleich von der mit wem zu reden. Hier ist die Gelegenheit, hier ist die Zeit für ihn. Diese Couples hier, sie sind bereit, um für ihn zu beten, was immer das ist. Und wo sie ihn können mithalten. So gut nicht rührt, wenn ihr hier sind angekommen und ihr vielleicht Angst habt, oder die Botschaft ist gut gewesen, aber ihr würde gleich noch mit wem zu reden und beten. Gut nicht rührt, hier ist die Gelegenheit. Vor dem Himmel, Dankeschön für dein Wort, Dankeschön für dein Frieden. Ich bete den Frieden, du bloß über jeder einer, was hier ist, und möchte sehen, mit entgehen in Jesu Namen. Amen. Hat eine gute Werk. an dem Kreuz, kon und nicht verstehen, dort heu und Kreuz, ganz wahrlich wird er lieden, heu bladen starf, Termine sind betont, dann
min och hus, vad frö min hart vart sen.